Wir schreiben den 1. November 1976. Morgens 9:15 Uhr, Südfriedhof. Ich bin das erste Mal dabei, zusammen mit meinen neuen Funkenfreunden Dieter Lennertz und Peter Fontendrich und meinem Vater, der als inaktiver Roter Funk jetzt auch noch aktiv wird. Rekruten sind wir jetzt. In Ausbildung bei Hans Görz, dem Knubbelführer des 4. Knubbels. Alles ist neu und ungewohnt. Das erste Mal in den Kreisen so vieler Roten Funken aus allen Knubbeln. Die Stimmung ist heute anders, als wenn sich Karnevalisten treffen. Die Stimmung ist besonnen, gedämpft. Als Rekruten tragen wir den Kranz, das Regimentsorchester Hardy Fontendrich. Mit ihrem gleichnamigen Stabstrompeter der Roten Funken setzt den Zug in Bewegung. Aus einer gewissen Unsicherheit, bei mir wird Stille. Der Funkenmarsch erklingt für uns alle zum ersten Mal in Moll. Es macht etwas mit mir. Gänsehaut. Die Funken in schwarzen Anzügen, viele tragen Hüte, einige Zylinder und ich darf als 17-Jähriger, noch 17-Jähriger dabei sein. Pastor und Präsident halten ihre Ansprache am Grab des zuletzt verstorbenen Präsidenten Hardes von Flue, Eberhard Hamacher. Es wird erinnert an die verstorbenen Kameraden. Die Zeit, in der wir damals 1976 gelebt haben, ist alles andere als klar oder unbekümmert. Die Funkengrade hatten ihr 150-jähriges Jubiläum 1973 gefeiert, 1972 die Olympischen Spiele mit dem Attentat auf die israelischen Sportler. Die Ölkrise wächst sich zur Weltwirtschaftskrise aus und zwingt zu drastischen Sparmaßnahmen, autofreie Sonntage, Wochenenden. Der NATO-Doppelbeschluss führt zu Protesten der Bevölkerung und Angst vor erneutem Weltkrieg. Und schließlich der Terror. Die Rote Armee-Fraktion in Deutschland erreicht 1977 ihren Höhepunkt. Es kommt zu Anschlägen, Entführungen, Tod, Angst und Entsetzen in der Bevölkerung. Och hede der Eggerum durch die Entführung von Hans-Martin Schleyer. Und mittendrin sind wir damals, die Roten Funken. Sie strahlen so etwas aus wie Gemeinschaft, etwas Bewahrendes, Sicherheitgebendes. Auf mich aus. Nein, wir alle haben das Gefühl, wir halten zusammen und trotzen gemeinsam allem, was kommt. Heute, 1. November 2023. 47 Jahre später. Wieder sind Rekruten unter uns. Die Welt hat sich verändert. Hat sich die Welt verändert? Ein neuer Konflikt erschreckt uns und die Welt seit einigen Wochen im Nahen Osten. Corona ist nach wie vor ein Teil unseres Lebens geworden, der Ukraine-Konflikt, der Klimawandel, die Farblosigkeit demokratischer Parteien führen zum Erstarken politischer Kräfte am rechten und vielleicht auch bald wieder am linken Rand der Gesellschaft. Andere Themen als damals und auch heute sind wir Roten Funken wieder mittendrin. Was macht es heute mit uns? Was macht es heute mit mir? Was ist etwas anders als damals? Wie gehe ich mit dieser Zeit um und auch mit meinem Verein? Eins hat sich sicher verändert.
die Informationspolitik. Die Informationsquellen haben zugenommen, aber leider nicht unbedingt qualitativ, aber quantitativ. Glaube keinem Video, das du nicht selber gefälscht hast, war kürzlich in der kurzen Wissenschaftssendung vor der Tagesschau im ersten Programm das Thema. Wo ist unsere Orientierung? An was kann und will ich noch glauben? Während der Kölner Stadtanzeiger mangels Wirtschaftlichkeit seine Druckerei schließt und die Mitarbeiter menschenunwirksam von heute auf morgen entlässt, werden wir bombardiert mit E-Mails, LinkedIn, WhatsApp, Instagram und TikTok. Wann soll man das alles noch verarbeiten? Was kann ich wirklich noch glauben? Und das ist erst der Anfang, denn die künstliche Intelligenz, die sich gerade rasant Platz in allen Teilen der Gesellschaft verschafft, wird bereits mit der industriellen Revolution der 1900er Jahre verglichen. Im Jahr unseres 200-jährigen Bestehens mit einem unvergesslichen Dreigestirn, Prinz Boris I., Bauer Marco und Jungfrau Agrippina, haben wir dem Kölner Karneval eine frohe Botschaft gesendet. Mir als Funkenlossen keiner im Rennstone, egal woher du küss, mache und lache, dat sind mir. Eine umgebaute Ulreforte, deren Nutzung für uns gesichert ist, bis in das Jahr 2133. Eigentlich müssten wir jubeln. Eigentlich müssten unsere Herzen vor Freude hüpfen. Oder wie ich populärwissenschaftlich mal gesagt habe, die Sonne aus dem Hintern scheint. Und eigentlich sollten wir alle stolz sein, ein roter Funk zu sein. Eigentlich. Aber ist das auch die gefühlte Wirklichkeit? Ein Lied von Casalla in der Session 2023 beschreibt vielleicht die derzeitige Situation der Gesellschaft und vielleicht auch unserer. Manchmal habe ich Heimweh, dabei bin ich ja nicht fort. Und die Welt ist mir fremd, mein Kompass kaputt. Dann brauche ich jetzt, was sich anfühlt, wie als Kind bei der Mam, macht das Licht noch nicht aus, damit ich schlafen kann. Danach ging diese Gruppe ins Publikum, auch in der Köln Arena, und suchte die Nähe, die Wärme der Menschen untereinander. Komm, sing mich noch Huss. Mach es wärm in der Brust. Nimm mir die Angst und der Frust. Sing mich noch Huss. Sing mich noch Huss. Die Botschaft heißt zusammenrücken, mehr Identität zeigen und mehr Identität leben, mehr Gesang im Miteinander und weniger Klage, mehr Zuversicht und weniger Zweifel, mehr Glaube und Engagement in der Sache und weniger Säen von Irrglauben und Falschbehauptungen, mehr als Misstrauen, mehr Freundschaft zeigen und wagen, mehr Vorbild sein, bereit in diesen Zeiten das Gemeinsame zu betonen und nicht das Trennende, damit wir alle noch viel mehr wieder zurückfinden in das Gefühl, das wir damals als junge Rekruten hatten, der Dieter, der Peter und ich. Wir sind eine unglaublich starke Gemeinschaft, die zusammenhält, auf Kreuz oder quer. Wir als Rote Funken müssen attraktiv sein und bleiben, für alle Altersstufen und Milieus. Wenn der Präsident geht, geht nicht nur einer, eine ganze Führungsgeneration zieht sich zurück.
Eine neue muss aufgebaut werden. Wir vollziehen auch einen altersbezogenen Wechsel in unserer Gesellschaft, denn wir alle, insbesondere auch wir Alten, mit großer Verantwortung begleiten müssen. Den Jungen rufe ich zu, engagiert euch, zeigt euch. Ihr werdet gebraucht, nicht morgen oder übermorgen, jetzt. Wir stehen heute am Beginn einer neuen Session, von der ich mir persönlich erhoffe, dass Zuversicht, Freude, Engagement und Vertrauen uns weiter und wieder zusammenschweißen und damit ein Fundament bauen, auf dem eine Next Generation gefestigt und vertrauensvoll Platz nehmen kann. Der Blick ist nach dem großen Jubiläum nun gerichtet auf uns selbst, auf unsere Gemeinschaft. Das Dreigestirn hat wieder in unseren Reihen Platz genommen und ist zur Tagesordnung übergegangen. Wir folgen Ihnen mit einer ganz normalen Session, an der sich alle Funken beteiligen. Roter Funk sein bedeutet, mit Engagement und mit Herz die Gemeinschaft zu unterstützen und zu pflegen, gleichermaßen auf den zahlreichen Veranstaltungen, die wir durchführen, wie auf der Funkenwache und im Knubbelleben. Ich freue mich sehr auf diese Session, auf die Gemeinschaft, den Austausch und das Gespräch in meinem letzten Jahr in der Funktion als euer Präsident und Kommandant. Heute haben wir uns versammelt, um uns von den Funkenfreunden und Kameraden zu verabschieden, die uns seit dem letzten Allerheiligen-Tag verlassen haben. Es sind dies Peter Krebs, Spitzname Tummeloid, Jahrgang 1936, 52 Mitgliedsjahre, Obrist der Reserve und legendärer Fahnenträger in den Jahren 1978 bis 1999. Dr. Ronald Matthias, Spitzname Näschen, geboren 1949, 23 Jahre Mitglied unserer Gesellschaft. Funkgeweibel, Begleiter unserer Tour nach China und Kuba, USA. Toni Merten, der Mann, der den Kölner Dom versicherte. Ein inaktives Mitglied, still. Er war der Protagonist, der das Bild von Norbert Burger, das wir alle kennen, noch in der alten Üleports gestiftet hat und das wir hoffentlich bald auch wieder aufhängen können. Obristwachtmeister der Reserve, ein inaktives Mitglied, der Reservist wurde, weil er unglaublich still unterstützt hat. Einer seiner wichtigsten Unterstützungen war, stets den Kritik-Knubbelabend des ersten Knubbels zu sponsern und damit auch dafür zu sorgen, dass es offenen Austausch gibt. Kaspar Schiffer, 27 Mitgliedsjahre, Obristwachtmeister der Reserve, ein weiterer, zunächst inaktiver Roter Funk, der in die Reserve erhoben wurde, weil er unglaublich viele Dienste für die Funken erfüllt hat. Wolfgang Fitt, Wandervogel, 46 Mitgliedsjahre,
Obristwachtmeister der Reserve, in die er dann schließlich gegangen ist, nachdem er viele, viele Jahre bei uns aktiv dabei war und eins der legendären Gesichter bei der Organisation unserer Mess, Ob Kölsch. Wir treue den, das Funk ob Äde und mit uns hingen Freude und Leid, der wird niemals vergessen werde, J. Trüs ich in der Ewigkeit.